Guten Abend am Live-Chat mit Minister Claude Meich. Thema ist die Corona-Pandemie, die auch das Schuljahr fest am Griff hat, jeder engem viel verlangt hat. Den Jungen, den Enseignants, dem sozioedukativen Personal, den Eltern. Die Minister ist hier für über Sorgen zu reagieren, auf Fragen, Kritiken und Suggestionen zu antworten. Die konnte schon an den letzten Tag reagieren und können auch nach während der Sendung Fragen schicken auf livechat.men.lu oder auf Nummer 621 543 543. Guten Abend, Herr Meich. Guten Abend. Die Leute sind also gefragt, in unter anderem zu sagen, was sie bedrückt hat, hier Sorgen auszudrücken. Was ist dann nur der Minister, was sind die Minister sind größte Sorgen nur dem Corona-Jahr? Also es sind lomi klein wie während dem ganzen Jahr, weil wir einfach gesehen, dass man Ligament vom Tunnel haben, dass 12 von den Neuinfektionen hochgeht an der Gesamtpopulation, wie immer der Fall war, dann auch an der Schulkommunität Männer Neuinfektionen wären, dann das aber momentan absolut gerabel. Also wir hoffen natürlich, dass wir das Schuljahr auch noch gut können aufschließen und dass wir dann ein neues Schuljahr im September können aufhängen, ja, wo Corona noch ein Thema wird sein, wo man noch vorsichtig muss sehen, wo wir aber größtenteils normal können funktionieren. Eine Strategie, wo immer im maximalen Präsenzunterricht beibehalten während der Krise, hat ihr da immer gut geschlafen? Ja, schon gut geschlafen. Mir das aber nicht, dass den immer aufgewiesen hat, dann muss ich auch die eng oder die andere aber müssen Decisionen holen, für die Aktivität an der Schule anzuschränken, mal ein Homeschooling zu machen, weil nämlich nicht das gegangen ist. Wir wussten aber von Anfang an, dass es einfach besser ist für die Kinder, sowohl für die mit Kleinen an der Grundschule wie auch am Lycée, wenn er wirklich Präsenzunterricht hat, dass den direkten Kontakt mit dem Enseignant einfach eine andere Qualität hat, egal wie viel die Leute sich engagiert haben, noch beim Homeschooling, das hat ja auch geklappt, weil die Enseignant, weil die Eltern oder die Schüler immens gut mitgemacht haben, aber Präsenzunterricht ist noch einmal besser. Und da sind wir nach Erwerlo am Ende des Jahres kann das so relativ gut da durchkommen. Und das werde doch erlaubt haben, dass wir das Schuljahr gut aufschließen können. Masken sind ein großes Thema gewesen bei den Frauen, die hergekommen sind. Und die Frage ist hauptsächlich, wie weit müssen Kinder an der Grundschule nur nach Masken umgehen. Daniel Schiels zum Beispiel schreibt, Herr Minister, ich fand, dass es Zeit ist, dass Kinder dürfen ohne Maske an ihrer Bank sitzen. Wir sind machen so Schnelltester, obwohl sie dürfen am Restaurant zusammen sitzen ohne Maske. Und Kinder müssen sie so gut nach der Pause unhalten. Also ich wünsche mir das auch, dass wir auch durch eine Normalität zurückkommen. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass wir ab der nächsten Woche dann noch der Pause keine Maske mehr brauchen, also am Schulhof, am Schulweg oder wenn die Klasse mal rausgeht. Scheinbar wird das höchstwahrscheinlich dann auch nach dieser Woche gut heißen. Und dann haben wir da schon mal ein Stück mehr Normalität. Bis auf weiteres will man auch nach vorsichtig sein. Wir wissen, dass Kinder an der Regel nicht geimpft sind. Wir wissen, dass sie einfach noch immer ganz nur bei ihnen sitzen. Wir wissen, dass sie sich auch können ausstechen. Und da sollte man dann aber nach die letzte Woche von diesem Schuljahr kein zu viel großes Risiko angehen. Ich weiß, dass den anderen ganz Tag sieht, guck, du gehst an das Restaurant und du kannst bei ihnen sitzen mit Kindern, die müssen immer die Maske unhalten. Und das ist am Restaurant bei den Erwachsenen nicht der Fall. Am Restaurant machen wir Schnelltest, wenn wir reingehen. An der Schule machen wir einen an der Woche an der Schule. Und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten auch mal daheim. Das bietet einfach noch immer nicht dieselben Garantien. Und ich will einfach, aufgrund von den Erfahrungen, die wir auch hatten, am Laufe des Jahres Lohn nach vorsichtig sind, für wirklich können zusammen an der Schule das Schuljahr können aufzuschließen. Du hast den Schnelltest angesprochen, Herr Minister, du hast eine Frage gekriegt von Miriam Oth. Und die schreibt von einem regelrechten traumatischen Erlebnis von einem Kind, wo der Schnelltest positiv war an der Schule. All die anderen Kinder hätten geschaut, du warst positiv. Also es wäre ganz schrecklich gewesen, schreibt die Frau. Und die Frage ist es nicht möglich, dass Eltern, die den Akkord zu den Schnelltests gehen haben, die daheim können machen? Das ist so an der Grundschule, so wir machen ihn an der Schule, was den Avantage hat, dass auch der Überblick über die ganze Klasse kann gemerkt werden, dass er noch zertifiziert wird. Mittlerweile ist es ja so, dass er auch mit dem Zertifikat vom Schnelltest an der Schule dann kann auf einen anderen Platz gehen, zum Beispiel an das Restaurant kann mit den Eltern gehen, an die brauchen den justweise, wenn der Mäuse einen Schnelltest gemacht hat und das negativ, dann kann den oben auch an das Restaurant gehen oder sonst irgendwo, wo
en dann eng Entrée huet mat engem negativen Schnelltest. Da das den Avantage. Mir hunn natierlech auch wirklich drum gebierden, do diskret fir zu go, wann den Test mal positiv ass an natürlich auch dat gut zu erklären. Echtens ass dat näicht aussergewöhnliches, wann man enke positiv ass, dat hat man dat ganz Joer iwwer. Und dann ist da doch kein direkt Gefahr für all die anderen Schülerinnen und Schüler oder für die Enseignants. Da soll ihn einfach ganz normal da umgehen. Da soll natürlich die Schüler isoliert gehen, da sollen die Eltern informiert gehen, da geht ihn auch heim. Aber das soll aber wirklich so gemerkt gehen, dass es für den Schüler nicht traumatisierend ist, aber natürlich auch für seine Kollegen in der Klasse ganz normal auflebt. Also nicht Schnellteste daheim machen. Das ist ein Schnelltest mit heim. Wir denken aber, dass es einfach wichtig ist für die Sicherheit, die man nach brauchen an den Schulen. Weil kann er nicht geimpft sein, darf man nicht verwechseln die Situation, die man bei den Erwachsenen haben, wo immer mehr Erwachsene geimpft sind. Und dafür haben wir ja die Entspannung, die wir momentan haben. Das tun wir noch nicht bei den Kindern. Und dafür brauchen wir auch die Schnelltester. Und dafür sollen wir auch sicher sein, dass sie wirklich auch gemacht gehen. Und dann hat er auch den Avantage, dass eben ein Zertifikat dann auch erstellt gëtt, wo en dann vielleicht einer Freiheit fir se kann. Wofür geschwert vum maximale Präsenzunterricht, wat Joren was man so en Erode vor dem wo den an der Politik sich gewiesen huet an en ganz paar die Leiit, die es geschrieben fand dat ganz gut. Herr Minister, zum Beispiel Kathi Weiss, sie als Koordinatrice vom Sikel 1 an sie luft und dann auch die sogenannte Poolis. Also dat sind zusätzlich Leid, zum Beispiel Studenten, die an Schule geschickt goufe fir ze hëllefen, an sie fréet, ob dat net kann nach beibehalle gehen am Sikel 1 auch an Zukunft. Also genau auch die dote Froen, die man lowelten auch mal enkeier aro an aus der Distanz heraus analyseieren. An dafür hummer jo breet ugelöschten Dialogprozesse, wat die nächste Wochen lacéiert, wo man auch bisschen den Bilan zeien. Den Bilan wird as gut gelaf, wo das vielleicht manner gut gelaf, aber wo können wir abs leieren? Leieren für in der Zeit no Covid. So Krisen klingt ein bisschen platt, wenn ihr seht, tut doch Positives gehabt. Mit das immer so, dass ihr natürlich ganz schnell an aus der Not heraus muss Decisionen holen, die vielleicht sonst nie geholgen wären. Und da sollen wir auch schon ein Kilo analysieren, was hat Sinn gemacht und was gäbe auch an einer Nicht-Covid-Zeit Sinn machen. Und ich weiß, dass das Personal, was wir zusätzlich mobilisiert tun, für Ausfall vom Personal vielleicht zu kompensieren, für aber auch die Retarde können abzuholen bei den Schülern. Wenn wir wissen, dass Schüler durch Quarantänen, aber auch durch das Jahr, wo dann Schule eine Woche lang zu war, nicht denselben Rhythmus konnte sicherstellen, wie das in einem normalen Schuljahr der Fall war. Und da haben wir zusätzlich Personal engagiert, für wir da ganz gezielt mit dem einen oder anderen Schüler können Retarden abzuholen. Das war notwendig. Wir schließen nicht aus, dass wenn das sollte weiter notwendig sein oder wenn nur der Analyse auch feststellt, dass das wirklich ein großes Plus-Value wäre, dass wir weiter auf so weit können gehen. Die Möglichkeiten nur natürlich, wir müssen auch wissen, dass nicht unendlich viele Ressourcen da sind, auch nicht unendlich viele Leute, die können enseignieren oder an der Schule intervenieren, disponibel sind. Ein Frage von der Madame Monika Ferrand, die ist erst Mom von 2 Teenager. Sie findet die Situation während der Covid-Krise an der Schule gut gemanagt gouf. Als Durchschulsjahr dat kann die lo op deuxième Wochen an die nächste Premier kommen, dann lo net so fit sinn wie die Kanner an normalen Zeiten. Froh ass gëtt nächste Jahr eure Premiersexamen leit. Eng froh die vielleicht. Also ich gebe auch den Examen das Jahr, das letzte Jahr nicht das Premiersexamen Leit nennen. Wir haben die 2 Jahre probiert. Das war wirklich ein grosses Such von uns. Eine von den Prioritäten, dass ein Examen stattfinden, sicher kann stattfinden. Wir haben auch, dass ein Diplom nur denselben Wert hat. Aber auch, dass es fair ist. Wir konnten natürlich nicht Sachen prüfen, wo Schülerinnen und Schüler nicht gesehen hatten während dem Jahr. Das wäre nicht fair gewesen. Und dafür haben wir das Programm auch reduziert. Da muss man sicherlich auch hier eine Analyse machen. Bei den Schülerinnen und Schülern von diesem Jahr wissen wir, dass wir auf den nächsten Klassen, also auch auf der Deuxième, hatten wir ein Apprentissage en Alternance. Also die Klassen sind eng, worüber die anderen an die Schule kommen. Da kann ich nicht so sehr am Programm weiterführen. Das aber lo zu frei, sicherlich für darüber schon zu urteilen, wie es nächstes Jahr geht. Sicherlich sind nicht Reduktionen vom Programm an der Envergure notwendig, wie wir das dieses Jahr hatten, mit dass Schülerinnen und Schüler
vielleicht lobt der Döse nicht so viel Matt geholt haben, wie das üblicherweise der Fall wäre. Das Mensch muss ihn unerkennen und dementsprechend dann noch darüber reagieren, für das doch am nächsten Jahr no Covid sowohl fair als den Examen, wie aber auch das Diplom nur etwas wert ist. Und da muss man auch drauf aufpassen, und dafür kann man nicht einfach Lichtfanke streichen. Du reizt sich eng gerne froh an, die lo grad rakom ass dass lo vun Trimesteren op Semesteren ëmgeschalt gin, bleif dat dabei. Wir hunn lo 2 Mal han 2 Joer han den wo dann durch de Covid ma vun Trimesteren am La vum Jo op Semestre gange sinn. An der Schule desideiert, dat man auch fir d nächste einfach mal mat Semestre no fenken. Dat Techen, dat dat immer so wert bleiwe, méch net nach en Joer, wo man am La vum Jo läit als egent engem Grund. Wir wësse nach net op mat der COVID wirklich lo han hunn oder mat wirklich gepackt hunn. Als egent engem Grund an Äwere Menke mussssen ëmmer organiiséieren, dat huet d'Scholen och immens mat geholl gehäder mitgemerk an den ëmmerem neiet missen sech opstellen, an dëfir wollte man einfach lo. Als mesure de Präkaution moläit Manner Prüfungen, mo be mit Zeit fir ze leieren. Et gët awer natürlich auch Stimmen, die so bei den Trimestre, du krit vielleicht die Eichzensur bëssen Eichter, an der wese noch richtig wo en runnner ass, an der will méi lang Zeit fir dat ze rattrapéieren. An déi Diskussionen an dat Ofeie soll man och lo no der COVID-Kris machen, an dann die richtig Decisionen a woch aro holen, an dëfir wäret richtig dat net Mathenanderkris ze machen medono. Die ganze Prozessbildung am Dialog, dat as se langfristige Prozess, wo net direkt Decisionen da kommen. Also das fir mech immer wichtig, dat man net matten an enger Kris och na Bemol Bildungsreforme machen. Dat man gesot logéiere mat Kris, méi wann net gut Initiativen ha gëtt, die da wert sinn ze diskutieren, er fleicht och dann dauerhaft festzuhalen, dat in dat no der Kris mëcht, mat enger gewëssener Distanz och enger Evaluation vun denen Situationen awer auch an dem sinn sämtlech Partner abend, die dazu eng Menung hunn guckt, ob en irgendwie dennner doch bei nekrit fir dann etwas Neues zu machen. Homeschooling an Digitalkompetenzen, darüber gehen ein ganz paar Überlegungen und Kritiken. Herr Minister, zum Beispiel Fabienne Schinchen, sie als Enseignant schreibt, es liegt auf der Hand zu mengen, dass das Krise als gelehrt hat, wie wichtig der Umgang mit den digitalen Medien ist. Für mich wird es als genede Konträ gewesen, nämlich wie wichtig es ist, dass zumals Jungkanner mit alle Sinne lehren an das am Austausch mit ihren Mitmenschen nicht mehr Wert zu legen auf Bewegung, auf den Decke von der Natur und auf zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist, was für mich nicht an den Vordergrund misstrickeln. Also mehr Mensch am anderen Computer. Also ich meine, das wie so oft beides als richtig. Der Computer an der Digitaltour als geholfen, über die Situation in der Welt zu kommen. Wir wären froh, dass wir Kommunikationsplattformen hatten, dass wir auch die Digitalutien hatten, dass wir Tablets hatten, die man konnte verdelen, dass die Digitallehrprogramme gouf schon auch vor der Krise und dass wir da relativ gut abgestaltet waren. Das war eng stärkt, die als geholfen wird an der Krise. Wir wissen aber auch, was gefehlt hat. Und das war der menschliche Kontakt. Und das war, dass den zusammen etwas konnte machen. Das war auch, dass der Enseignant den direkten Kontakt zu seinen Schülern hat und der Schüler zum Enseignant hat. Das waren die Sozialkontakte innerhalb der Schüler. Das war, dass wir konnten rausgehen, Menschen begegnen. Und das ist sicherlich auch immens viel wert für die Entwicklung von den Kindern. Und das ist aber sicherlich auch von den Pilieren, auf dem Schule immer wird basieren. Dat huet dës Kris och gewesen, dat et net dat eenent alllängers oder dat anert alllängers mit dat man beides brauche. Dat digital huet immens Chancen huet doch Risiken. Das awer eng Realitéit an eiser Welt, dann mussssen die Jungkleit natürlich op Welt vum Haut an op Welt vum preparieren an dat digital ganz auszublenden. Do gefen se sicherlech och die enger de Janekei einfach no Land an Risiken raläfen. Dafür soll man präsent halen, mir aber meine richtige Dosis. Ganz paar die Kritiker gehen doch, die auf die Grenze vom Homeschooling hinweisen, die ja auch nötig vor, mit zum Beispiel Madame Sandra Schmid. Sie schreibt, dass bei ihrem ältesten Kind, ob Katrin nicht gut gelaufen ist, er kriegt wahrscheinlich nur Examen oder fällt durch, und sie meint, das hat mit den A- und B-Klassen zu tun. Ein Teenager allein beim Computer, du hast Aufmerksamkeit sehr fort, schreibt sie, zumals waren Kanner, die daheim waren, nicht mal an der Kur abzugaufen, just konnte nur lauschen an der Schwarztafel gucken. Ich kann das gut nachvollziehen. Wir wissen, dass der Präsenzunterricht nicht ersetzt gehen durch den Homeschooling. Wir wissen, dass der direkte Kontakt, der menschliche Kontakt einfach wichtig ist zwischen den Schülern, aber auch zwischen den Schülern an den Enseignern.
nach enkeier den Homeschooling war die besten Alternative, die man de Moment hatten. Me dat sicherlech net Apps, wo man lo soen, dat er so gut gelaf an dat Welt beibehalen. Meil Nielsen ass och op Katri man schon mal lo schon Zeit geholt nächste Samchten an nächste Sonden, weil stehen eng Reif vu Prüfungen nun an der werd man och nach Reinkreis muss dra kneien. Und dann hu man eng Madame, die och Kritiken huet, anzwer schreibt sie vun engem unterschiedlichen Ersatz vun den Enseignern, huet sie festgestellt huet, 2 Kanner am 3. a 4. Cycle hier froh Französisch. Est-ce qu'il y a eu un encadrement des enseignants dans leurs obligations professionnelles pendant le confinement, par exemple dans les supports à utiliser et à communiquer, dans l'aide à fournir et dans la fréquence de cette aide? Y a-t-il eu un contrôle a posteriori de ce qu'ils ont fait? Premièrement, il faut dire que chacun s'est engagé au maximum. Mais chacun était aussi dans une situation différente. Il y a eu des enseignants qui ont travaillé eux aussi à domicile, à distance, mais qui avaient encore des enfants à charge, qui ont donc dû gérer leur situation privée avec leurs enfants, qui ont profité d'un apprentissage à distance, qui ont organisé aussi l'apprentissage de toute leur classe. Donc c'est ça une autre situation que dans un foyer où l'enseignant était peut-être tout seul et pouvait se concentrer à 100% sur la gestion de la classe et sur les cours à donner à distance. Donc, mais j'ai constaté que chacun était vraiment engagé au maximum, mais il y avait des situations qui n'étaient vraiment pas comparables. Le support qu'on a donné aux enseignants, il était identique parce qu'on a très vite monté un site internet via lequel on a soutenu les enseignants, mais aussi les parents et les élèves, avec beaucoup de programmes digitaux, beaucoup d'outils digitaux qui ont aidé les enseignants à gérer cette situation. Donc, ils pouvaient profiter pour organiser leurs cours à distance, donner des exercices digitaux à distance, etc. Donc là, très vite, on savait très bien que c'était une situation pas prévue par les enseignants eux aussi, et qu'il fallait les soutenir d'une manière identique à travers toutes les écoles, tous les ordres d'enseignement et tout le pays. Noch bei der Julia Giampaolo, sie schreibt an beim Französischen für oft mon fils de 19 ans, qui est en 2e, est devenu très nerveux et très stressé. Quand il a un test, il a très peur de le rater, car avec tous les cours à domicile, la concentration n'est pas pareille et il a plus de mal à étudier. Mon 2e enfant de 16 ans ayant ADS a carrément baissé les bras et rate sa 4e secondaire. Voilà ce qui se passe dans ma famille. So gefrot gin, dat Leiit doch bisssen soen, wie sie dat erlieft hunn, wat an ihrer Familie geschieet ass, wat sich du verändert huet. Wat zu dir dieser Familie? Dat sind Témoignagen, die stark kreien. An die och Bild ginn vun der COVID-Krise, die as enker so, dat natürlich Realitéit an der Schul, Normalitéit an der Schul nach immer besser ass wie de besten Homeschooling och, die awer och enker an dat klingt do an dem dotte Message, aber och duch, dat et den Jonken net unbedingt gut gangen ass an dieser Zeit. Dat eng gros Ungewëssheet matzech gedroen hunn onsicher gesinn, an dat hin immens viel gefehlt huet. Sicherlech net nëmmen Situationun vum Kur an der Klasse, da das een Aspekt mé awer och einfach mal rëmmer rauszukommen, eng gewisse Normalitéit zu hunn, Äner Junker ze begéien, Appppes ze Mäen, Welt ze entdecken, Fried ze hunn Liewen, dat huet eis awussenen gefehlt an der Schmengen engem Jonken, wie an diesem Fall vu 16 Joer oder vun 19 Joer, fehlt dat jo nach viel méi, Welt dat emmmen Emol 19 Joer. Dënnemmen Emol 16 Joer schon dacks gesot, dat wat stöst du net kann man, da kann ich nächst Jo ma, kann an 3-4 Joer läit ma. E vu 16 Joer den denkt net eso. Den dé se en wichtecht Liewen a Menger Juren, wichte Stuer a Menger Juren hunnech eigentlech lo fall an dat drégt natierlech och op Moral, an dat huet sech och sicherlich bei dem engen oder anderen schaulich bemerkbar gemerkt, dat der Rimmen do Rof loch nief de Schwierigkeiten vom Homeschooling. Goufen die psychologisch Konsequenzen ënnerschat von all dem? Ich meine net ënner Schad mit kein bis dagegen zu machen noch dem Moment. Mir von Anfang an zum Beispiel ein psychologisch Hotline geschalt, wo dann als Schulpsychologen vun der Seepasen als all Lycée dann auch disponibel waren.
fir do eng Konsultanz och a Distanz zu machen, och wann Schulen mal zo war, wie am lächte Schuljahr der Fall war, mir natürlich Orlo, wo die Schüler awerem regelmäßig of an als 2 Wochen an der Schule waren op den niewechten Klassen, dann waren déi disponibel. Generell huet schon gemerkt, dat dat allgemeng mat der Jugend gemerk hun, nämlich aus hierer Normalität heraus zu holen an ich meng, dat viel méch schlimm nach erlief gin ass bei den Jonke wie bei eiser Wursten, weil Jonken ass will per se will raus an de will viel Kontakte hunn, an de will Neileit kennen leieren. an dat alles dat gewicht wat net gegen ass. Schon dacks gesot, wann net kom 2 Leiit as engem Stu invitéieren, a Wursener sind dummer der eens ginn. Déi hunn eng Äner Koppel invitéiert, dat gut Frënn wären, konnten den een an den anderen Owen dummel sech ganz flott oflenken. Kanner oder Junker, die wollen einfach zu ganz viel bei nee sinn, an die wollen warum eng Neuplatz go, wo laute einer Junker sind die sie nach Gu net kennen, an der das eigentlich alles net gegen, an dat war net ernstnecht das méiglech, wir muss lo awer auch wissen, dat der Situation von den Junen asern für allem Eis an der nächste Woche, an der nächste Main, Mengen an den nächsten Jahren vielmi stark de Bien-être von den Jungen kümmern. An hun Jolo gesinn, dat viel Kanner eben auch schuldig Retarren hun net erläng, also net zuleicht mat de Premieren. Wat gët da lo gemerk fir die Retarre vun de Schüler opzufänken? Also hunn zu als Erstaunung gesinn, dat den Homeschooling Clashtür, wo mat Schulen awer wochelang zo hatten, also 2020, dat net zu dramatische Retarre gefordert huet. Natürlich stel den fest, an dat wir auch so zu werden, dat déi Schülerinnen, déi Schüler, die schon vir Covid méi Probleme hatten, och weil vielleicht daheim net so kon geholf kreien, dat du den Homeschooling net so gut gelehrt was an natürlich Retarre auch entstanden ass. An do muss man als der Problematik weiter unhhöllen, mo Lächtjor an der Summervakanz schon enkeier eng sogenannte Summerschule ugeburden, die lächte 2 Wochen vun der Vakanz, wo die Schüler dann freiwillig konnten an Schul kommen, fir an den einzelnen Fächer auch mal etwas opzuschaffen, wo man an der Grundschule zu dem größten Erstaunen 6.000, 7.000 Schülerinnen und Schüler hatten, ob schon die erste Keier war, wo der Ugeburde gin ass man lo dezidiert, dat das jo Rëmmenkeier und ze bidden an Männer heiwigsche wärmen Appell und das Heinen alle Goethe wirklich zu gucken an watfir Schüler do vun der ka profitéiere, soll profitéiere, mat den Eltern ze schwätzen, ze sensibiliseieren, an nochläit so go e Message mat ze gin fir genau die dote Mattieren do spire mir, dat es muss geschéien an der Vakanz. Man meint dat awer so, dat die Programme auch online disponibel sinn, mat ganz viele Kuren an Aufgaben, die online disponibel sinn, fir dat wann zum Beispiel die 2 Wochen ewer schon Vakanz gebucht huet, dann net kann davon profitéieren, dat den der woch kann Distanz man. A wichtig ass awer och, dat net 2 neii Schulwoche sinn, wo vu Moes bis owe so an der spe Mëtteg ran an der Schul setzt. Dat soll sech dann awer op 2 Stunden den Dach limitéieren, a fir recht soll die Jonger Vakanzmen, dat das och wichtig fir sie, do och vieles nutzen. An du mat Antwort man wahrscheinlich auch schon dem Timothy, der se Schüler vu 15 Joer, den er sogar geschrieben huet, Anne-Fred, avez-vous envisagé des aides pour les élèves de 5e général qui ont eu des difficultés durant la pandémie? Y aura-t-il des classes spéciales durant les vacances scolaires pour éviter qu'ils ne ratent leur année? Oui, la Sommerschule sera aussi proposée dans les lycées, donc pour les élèves de 5e, surtout dans les branches principales qui sont quand même nécessaires pour l'orientation et pour bien être préparé à la classe suivante, que ce soit une 4e dans le lycée secondaire classique, secondaire général, ou bien une des formations professionnelles qu'on peut choisir. Donc eux aussi peuvent profiter de cette nouvelle offre. Froen eng ganz Part iwwer Maison Reléen sinn och rakom. Zum Beispiel schreift eng besuchten Edukatrice, mir während der Pandemie méi Edukateuren astalt, an ich gebe en gut Serfannen fir an Zukunft de Schlüssel vun 11 op de Kaberuf zu setzen. Et bringt sicherlich méi Qualität an Maison Reléen. Et wäre auch ganz wichtig, wenni wann de lo sich Zeit zu holen, fir op Kanner durchzugoen, an hin nutzlauschen, ja schwierige Situationen wurden. Also froh ass können de Maison Reléen méi Edukateuren an Zukunft erstellen. Muss noch do gucken selbst wie an der Schule, mat Ro mat Distanz de Bilan ze zeien an noch ze gucken, wann man do méi Personal hatte, wat eng aner Erbesmann neier einstand noch erlaubt huet, vielleicht mit Kleingruppen méiglich gemacht huet, gucken dat
d'Evaluatioun ze machen, a mir verschleessen als secherlech net denen doten Diskussionen. Wir mussssen awer och hai, an da muss noch eierle sinn, wëssen, dat et scheuer ass Edukativpersonal ze rekrutéieren, dat et och nëmmen an begrenzten Nazuuel gëtt, an dat man och net einfach nimmt das net eng froh vum Geld hai oder vun den Posten, die disponibel sinn oder de enger Maison Relever Konvention dann akkordéieren, dats och eng froh vun de Ressourcen, die überhaupt kënne rekrutéiert ginn. Die Froh ist aber wichtig, weil für allem muss man gucken, dat Mun Stadt ganz immens stark op Schulen konzentriert, dann immer Schulers op Schul funktioniert, wie geht es an der Schule? Ich muss mir Reléen hunn grad so die manze Beitrag dazu gelecht, dat man gewisse Normalität fir Kanner hätten zu denen Zeiten, wo se konnten opsinn, hunn se sech immens engagéiert, dat Kanner awer do kantgerecht Aktivitäten noch konnte machen, dat se awer auch konnten spielen ein Stück von der Welt entdecken, natürlich immer am Respekt von denen Mesuren, die dem Moment eben gegolt hun. Und ich mengen, dass das für Kanner aber auch immens wichtig war, weil die Schule war immens strikt reglementiert, eine bisschen Freiheit, eine bisschen Aktivität, ein bisschen Kantsinn konnte den aber an der Maison Relais. Du könnt eng froh och ran an dem Kontext. D'Schule an Maison Reléen sinn zu Summe gewues mit fällt op, dat die Sanitärregeln net immer einheitlich wären. Dat huet deels kompliziert gemacht. Ja, dat ass och eng Sach vun der wat war méiglech zu gewëssen Zeitpunkten wann de enke de Bilan zit, da werde feststellen, dat d'Schule viel strikt geregelt ass, weil du hätte eng Klasse an bleibt an der Regel bei derselbeter Klasse iwwer die ganz vor, der kannst Schuljahr, da das automatisch du so viel gesinnt Maison Reléen bieten natürlich einer Funktionamentsmöglichkeiten, mit Freiheit auch nach Einkeier auch am normale Betrieb für den Kant, dat sich Sängaktivität raus, und das nicht an eng feste Gruppe über die ganze Woche. An dat war zu einzelnen Momenten natürlich auch an der Maison Relais der Fall. Wann et sanitär méiglech war, muss ich auch so hunne Stadt gut fand, weil man Hunde kann auch ein Stück Freiheit aber missen losen, am Hunde zu gewëssen Momenten natürlich auch missen erschränke, wann man gemerkt hun, dat da aber eure Platzen zu viel Infektionen tschen de Kanner gefauerert huet. Dat beschreibt eigentlich ganz gut dat permanent Ofweien tschen de Virus probieren zu kontrollieren, an awer zu gucken, dat de Kanner nach gut geht op der anderen Seite. Und du könnt dann eng froh ran, die hat eich bei man könnt echt der Stelle schon wie as ma Impfe vun de Kanner as der mat ze rechten, dat Kanner am Hicht könnte geimpft gin. eng schwéier froh, ich muss auch ehrlich so du hunnech noch net die präzis Antwort darüber. Fakt as Lomer, dat der Impfstoffer gëtt, déi ab 12 Joer zougelos sinn. Man muss aber auch gucken, wéi d'Impfkampagne lo weiter geht, wie viel Impfstoff disponibel ass, fir ze gucken, ob man dann noch ënner Urcht Senior nach iwwer de Summer können geimpft kreien. Ech geef man dat sicherlech wünschen, weil ich immer schon sugen, wann Schulen die lächte Platz sinn, wo immer ganz viel Leiit, ganz viele Mënsche bei nee kommen fir op enger Platz, die net geimpft sind, dann ass dat vielleicht so ein Rückzugsgebiet für de Virus, den ich ewer iwwer Schulen dann do nach Kafferbrede wellen op vielen andere Plätzen durch Impfungen eben keine Chance mehr hue sich weiter zu verbreden. An dürfe wünschen reis natürlich auch eng Zeit no Impfung funden de Kanner an den Jungen, bei den Jungen also dat manst haut schon autorisiert, bei de Kanner nach net, dat werd aber hex wahrscheinlich auch nach kommen. Man ginn awer davon aus, dat dort Impfberedschaft vielleicht manner héich ass, dat so dat Regierung beim Conseil supérieur des maladies infectieuses nach wie gefrot, überhaupt wie sinnvoll ass et och Kanner Junker ze impfen, weil joch de Risiko vun enger Infektion net so héich ass. Do sinn eng Reif vun Diskussionen ze féieren, méi fir allem heng doch davon wieviel Impfstoff dat wéi disponibel ass, méi dat meist ge verwünschen, an dat och nach enkeier weh aus der Krise fir d'Schoule wär, desimmer sinns. Vieles aber nach am Ungewissen noch am Hinblick op der nächste Schuljahr, zum Beispiel wie erst mit den Masken, da wissen man dann nicht, wie es geht, wie erst mit den Impfungen, das schwere Perspektiven abzuzählen, obwohl die Person oder als sie der Meinung, dass man trotzdem nur liegt Ende vom Tunnel gesehen. Also ich spüre eine enge Spannung. Ob schon mal an der Schule eine Situation, wo Kanner an die Jungen noch nicht geimpft sind, merke ich einfach, dass durch den Fett, dass d'ältere Generationun an die Äner, die Wursten, die Kontakt mat hinne sinn, awer immer mi Dagslocher geimpft sinn,
dat die Jung als Manner unstierchen. Und dat huet sech positiven Impact op d'Schoul. Wann awer d'Schoul die Lächplatz ass, wo nach immer ganz viel Leiit bei nekom, die net geimpft sind, muss man vorsichtig bleiben. Dafür op manst bis end vun dësem Schuljahr denke man wirklich, dat man de Mask am Klassesaal am Schulgebäi do bannen also nach brauchen. Ich hoffe do no krämer dat och dann henke, kann man den auch op Zeit lehen. Vielleicht muss man auch do no awer enker gucken, dat do wo de Virus op immer präsent ass, dat man dann enke Mkeet hunn, Mesuren zu verstärken, mit dat net unbedingt landesweit selbst muss sinn. Dat man ja auch an der Vergangenheit so gemerkt, man das immer auch relativ gut gefu. Also dat Aufweihen zwischen Normalität, der Freiheit, an Rechte auch vom Kant der Bildung, an auf der anderen Seite immer oppassen, ob der Virus dat geht sicherlich auch am neue Schulen nach weiter. Also eng Frau von der Madame Marianne Mamburg, Schulpräsidentin. Sie schreibt Tasch vom Präsident das wichtig an immens komplex. Dat huet Kris ja auch gewissen, de Workload aus den Amment Banne zu packen. Was wird er machen, für die Tasch vom Präsident zu revalorisieren? Also was sicherlich stimmt, dass man immens profitiert von der Präsenz von den engagierten Präsidenten, Komiteen, aber auch den Regionaldirektionen, auch die Gemengenautoritäten, den Decideuren an der Maison Relais. Well oni déi wär dat toten eing gonne ze stemmen geweest. Schon mat dacks vorstalt, wat géif man machen, wann man die Strukturen do net hätten a Leiit, die an der Schoul Terrain no beim Terrain auch Deciioune kenten hëlle, well et wär niemals alles de Steiere geweest vum Minister fir allem eng manéier, die immer ugepasst op Situationoun, an die war ënnerschitlech an ënnerschitlesche Scholen. Wir sind auch absolut bereit, und das steht am Regierungsprogramm, an wollte man auch für Covid schon machen, über die Rolle von der Präsidenten, von der Schulpräsidenten zu schwätzen, aber auch ihre Möglichkeiten, die hun für Decisionen zu holen, ihre Möglichkeiten, aber natürlich auch zeitlich gesehen, für sich dann ihre Aufgabe können umzuholen. Und das ist sicherlich auch von den Punkten, die wir an nur Zukunft müssen diskutieren, nicht für Merci zu so für den Engagement, mit der sicherlich Heine Reinkeier Chlor gehen am Ohren Rückgrat an also Schulen brauchen, Leute, die sich engagieren, an noch op der Platt Decisionen können höllen. Praktisch von dem auch geschickt kriegen. Zum Beispiel verschiedene Mengen hun eng Hausaufgabenhölle Eis leider nicht, schreibt den Herr oder Madame, geht nicht Sinn machen, dat überall unzubieten Materietaren den Sterne sind. Dat ist auch ein Dossier, den hatte man schon an Hausarbeitung für Covid. Ich muss sagen, das sind natürlich Sachen, die auch ein bisschen liegen geblieben sind. Weil wir uns über die Jahre lang, die letzten 15 Monate, exklusiv aber mit Covid an der Gestion von der ganzen Krise beschäftigt haben. Mit den Dotte bleibt auf der Agenda. Wir wollen, dass wir mehr Errichtung von Chancengleichheit gehen. Wir wissen, dass die eng an die aner Familie eben net dieselbe Möglichkeiten hunn fir de Kanner daheim bei den Hausaufgaben en rouge Kader zu bieten oder auch mal wirklich können eng Hand mat zu packen, als iwwe doch mal nëmmen, an dem se ganz kurz eng Krepper erklärt, an dann geht doch enker vum selben an dëffe mengg brauchemer Strukturen, wo Kanner dat können an Ro machen, a wo awer dann auch eng Perun disponibel ass fir mal den een oder den anderen Trio zu ginn, so wie man also kann er dann auch daheim machen, do schaffen wir drohen, und da ist eng von den Ambitionen, die ich eigentlich ganz gerne nur Covid auch an dieser Legislaturperiode noch erfüllt hat. Großes Programm, den ganz weit gefächert, das Munnerhagen spezifisch froh über Legasthenie an Dyskalkulie. Du fragt Angel Reuter, für was Lehrpersonal kein Hilfe kriegt für Kanner, die Legasthenie oder Dyskalkulie haben. Das wundert mich ein bisschen, wenn man für 3 Jahre ein spezialisierten Zentrum für Lehrschwierigkeiten, wo dann gerade auch Legasthenie, Dyskalkulie, Dyslexie, Dysphasie geht, wo wir aber ganz viele Ressourcen auch geschaffen haben, für punktuell bei den dort Situationen auch zu helfen, wo wir aber auch wissen, dass wir nach immer auch Aufgaben für uns an mehr Ressourcen müssen zur Verfügung stellen. Aber wo wir auch gucken, dass die schnell müssen auf den Terrain können kommen, schnell bei die Kanner können kommen, wo da aber ganz dags dann auch eng froh von engem Diagnose ist,
an die ganz präzise auch muss gemacht gehen, geht nicht nur da den irgendein Hilfe kriegt, muss schon die richtige Hilfe sein. Und Fred Felici nach wieso muss in die Klänger Prekurs Tester machen, wie geht es weiter, mein Enkel könnte an Spielschule. Also muss keinen Test machen, das will man immer freiwillig am Hund nach Kauf von den Älteren gefroht, und das ist so, dass Regel aus der an der Spielschule oder am Prekurs kriegt den Test mit Themen, du also doch nicht und den Enseignant für das an der Schule mit den Schülern zu machen. Den Test geht aber auch do verdeelt, und das ist auch wichtig, dass die kann also dann daheim ein testen. Das ist ja auch nicht, was weh geht, wenn das richtig gemacht ist. Wir haben probiert, den Flotfilmer zu erweisen und zu erklären, wie das ist. Und ich meine, das kann ich noch an dem Notenalter schon ganz gut mit den machen. Da geht das auch ein Stück mehr Sicherheit auch daheim für die Familie, wenn es zusammen ist, oder vielleicht nur mal an zu Ski geht, bei Oma, bei der Opa geht, wenn ich für drin schnell den Test möchte, dann kann ich da ein bisschen mehr beruhigt hingehen. Okay, und schreiben Enseignant Prüfungen goufen, deels durch Dossier sagt, du hëll den viel méi mat, kann in dat net systematisch affaieren zusätzlich zu Prüfungen. Eng interessant froh, dat geier bis an Kategorie wat tummer geléiert während der Krise, wat tummer an der Notsituation, weil net an Schul kon goen, fir du eng Prüfung ze schreiben, wat tummer dann ist dann awer ernstnecht das missen afhalle losen, an du man enger Reif vu Fächer hummer gesot, mat den Dossier, mat de Projekt, an dann gëtt den hanno ernstnecht das evaluiert. An das enger Procht, die mir ganz gut gefällt, dann do will ich auch mit den Schulpartnern drüber schwätzen, ob das Konklusionen sind, die man dann dauerhaft können an das Schulsystem integrieren. Oder du einen Zeitschieden, wenn die so Decisionen können geholt gehen? Also ich meine, es darf auch nicht so schnell sein, ja, weil da muss ich schon mit ein bisschen Kühl ja auch analysieren, aber auch präparieren. Das ist sicherlich nicht mehr für das nächste Schuljahr, weil Schulen sind matten dran, das nächste Schuljahr zu organisieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass zum Beispiel für ein Rentrée 2022 auch so Direktiven könnte gehen. Und ich will an der nächsten Woche, also wirklich so nächste Woche, übernächste Woche, kommen Rendezvous für mit den Enseignantsgewerkschaften, für mit den Direktionen, für mit älteren Vertretern, für mit Schülervertretern, genau die dort Fragen aber auch ein Jahr durchzuholen. Wir werden noch eine ganze Reihe von Workshops lancieren, wo man das dann am Workshop-Stil führen, der größte Pinnwand, wo dann all gut Ideen man notiert gëtt enker durchzuholen, aber will noch ein mibret ugelöschtes Sondage bei Eltern, bei Enseignern, bei Schülern nach lancieren, für genau auch do Feedback zu kreieren, was sind eigentlich die positiven Aspekte von der Krise, die man können machen. Das heißt eng froh, eng praktisch froh, lächt jo as ein Diplom plus nur der Premier angefordert gin. Besteht die Möglichkeit doch nach an Zukunft an oder vielleicht schon ein Bilan von dem Diplom plus, was die brucht hat? Also den quantitativ was der Bilan schnell gemerk. Ich meine, wir hatten 2 Klassen geplant, Herr November 7. Es war große Besoin von. Also mir ist frohgestalt, dass an dem schwierigen Schuljahr vom Covid 2020 viele Junge ein Diplom gekriegt haben, mir nicht unbedingt Perspektiven hatten. Nicht konnte schaffen gehen zum Beispiel, weil einfach den Arbeitsmarkt Bruch lag und die Entreprise waren zum Teil nach so. An einem Platz dann zu suchen, wenn dann da war die mal daheim, bis irgendwo eine gewisse Normalität können dann in eine Perspektive da hat. Also besser, wir bieten hin nach etwas an der Schule an. Und das war eben eine Formation nom Diplom, und dafür eben Diplom plus. Und die ist ganz gut angeholt gehen. Und ich meine, dass es doch etwas ist, wo man detektiert hat, dass man wahrscheinlich auch an nur der Covid-Zeit ein Besoin haben. Weil es gibt immer Junker, die an der Schule sicherlich ihren Diplom gemacht und ihre Wege gemacht und das schulisch beherrschen, mir für zum Beispiel sich auf der Arbeitsplatz gut zu präsentieren, auch par rapport zu anderen Kandidaten dann rauszustechen. Da fehlt da vielleicht heinz du un, was man heute nennen Soft Skills, und die wollte man eigentlich auch neben digitale Kompetenzen, die wichtig sind, bei dem Diplom plus ganz besonders vermitteln. Und froh ist, ob den dann weiter. Den erste Idee, dass man dadurch das Jahr werden machen, weil man einfach letztes Jahr schon gesehen hat, dass nur froh so groß war, auch relativ schnell erkannt und dass das dort ein eigentlicher Besoin wäre, nicht nur an der Covid-Zeit, aber auch danach haben wir dezidiert, dass man das perinisieren. An Hai haben wir auch nach paar Frohen, zum Beispiel als Pap, an die fragt, als nächstes Jahr nicht 2 Wochen Fußvakanz.
Am Lycée, ja, weil wir ja décidéiert hun nächstes Jahr auf jeden Fall mal nach op einen Rhythmus von Semesteren zu gehen, also so, dass man dann keine Vakanz haben, weil die Senior schaffen die Zeit, die Konferenzen die Zeit, wie die Woche 400 Vakanz und Schüler dann auch frei. Das gilt aber nicht für die Fundamental, da sind nicht weiterhin dann Trimesteren an der Form an dem Rhythmus. Voilà, ich meine, wir sind noch ziemlich Ende mit der Frage, und auch viele Raketen, nicht so viele Raketen wie vielleicht am ersten Live-Chat, weil das schon ein bisschen noch bei der Vakanz mit späten, aber dass noch viel Unsicherheiten da sind. Und die hat doch viel Chantien ob, was das dafür ist, wird für Druck geschwert von positiven Messagen, die auch aus der Krise können rauskommen. Was das dann eben eine große positive Message, den dir spielt. Also das, was mich am meisten positiv berührt hat an der Krise, das ist einfach das Engagement von allen Akteuren gewesen. Wir wären für einem Jahr die Woche von März bis Mai, Juni nicht da durchkommen, weil nicht jeder sich maximal engagiert hat. Und da habe ich die Impression, dass auch irgendetwas zur Summe gewesen. An den Schulen ist etwas zur Summe gewesen, aber auch zwischen der Schule, also den Enseignern und den Eltern ist etwas zur Summe gewesen. Zwischen den Enseignern und den Schülern ist etwas zur Summe gewesen, weil jeder wusste, wir sind in einer Krise und ich muss nachher ein Stück mehr machen, ein Stück mehr gehen, für dass wir einfach halt zusammen dadurch kommen. Und das nicht mehr geguckt, in wem seine Rolle als das oder als das. Und da haben wir einfach zusammen noch viel getan. Und dafür Englisch sind wir auch relativ gut dadurch gekommen, mit alle Schwierigkeiten, die wir hatten. Und wir wünschen, dass das sicherlich nicht zurück. Und von dem Zusammenhalt gebe ich mir eigentlich für die nächsten Jahre auch noch ein Stück wünschen. Ja, weil was sind die Perspektiven? Wir haben gesagt, das liegt am Ende vom Tunnel. Et kann so wie der nächste Schuljahr virusmäßig Covid mischt. Gesagt, all den Engagement, das verlangt ja viel von den Leuten. Wie lange packt denn das? Also ich denke, dass jeder auch Sommervakanzen verdient hat. Die Schüler für allem, die hatten eine ganz schwierige Zeit, mir auch die Enseignants, wir haben für ein Témoignage von einer Schulpräsidentin hören, was die gelesen haben, als absolut remarkabel gewesen. Ich beginne direkt drin, ich beginne noch mein Matherbester, mein Direktmatherbester am Minister. Wir sind alle gut und irgendwo ausgelaugt. Das waren kollektiven Erfahrungen. Ich denke wirklich, dass bei den Eltern und dass bei den Schülern nicht ernst ist, dafür erhoffen ich mal auch eine Sommerpause, die wirklich dem Numm gerecht geht und mit neuer Energie können wir weiterführen. Ich komme gerade aus einer Reunion, da haben wir über die Kontinuen, die notwendig sind am 21. Jahrhundert, an der Grundschule geschwärzt, was dann allstand ist, sich auch mal wirklich die Doten wichtig Frohen von der Zukunft von unserer Schule zu kümmern. Und da tue ich mir wirklich auch viel geholfen in der Zeit nur um Covid. Herr Minister, zum Schluss aber auch noch eine ganz wichtige Frage, nämlich können Premieren eine Feier machen? Wenn die Chambre das Gesetz stimmt, was die Regierung abrüstet, dann gehen wir davon aus, dann haben wir ja ein Prinzip, wohin bis 300 Leute kann rassemblieren, im Prinzip vom 3G. Das heißt, wenn er geimpft ist oder negativ getestet ist oder gesund ist, dann kann in 300 Leute bei ihnen vereinigen. Und das erlaubt es uns zum Beispiel Premiers feiern oder Diplomüberreichungen an den Lyceen zu machen. Und ich meine, hier ist nicht nur die offizielle Diplomüberreichung gemeint, wir haben auch das Feier Donau gemeint. Und nach den Regeln kann ich das dann auch machen. Ja. Das sind flott Perspektiven. Vielmals merci für diesen Live-Chat, Herr Minister. Und wünsche euch dann noch eine schöne Vakanz. Merci für das Nolauschen und schönen Abend. Merci auch.